Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft. Unglaublich aber wahr, wir sind immer noch dran, ne? Und zwar haben wir ja gerade in der letzten Folge im Schlund mit der Venari zusammen gelernt, was für Regeln es da gibt im Schlund zu. Und die hat uns nach all ihrer Reglenerklärung zurückgeschickt in Oribus mit dem Bolvar zu reden. Und ich habe gedacht, Gibt es Neuigkeiten? why not, oder? Fangen wir gerade mal an. Quest beenden. Meldet euch bei Flatterling im Herz des Waldes im Ardenwald. Belohnung? Eine außergewöhnliche Seele, die gerne zur Ermächtigung eures Paktsanktums beitragen möchte. Das sind doch die Seelen, die wir gebraucht haben, da mit dem Anima zusammen. Alles klar. Das sind doch die Seelen, die wir gebraucht haben mit dem Anima zusammen, damit wir da irgendwelche Sachen aufwerten. Das ist blöd gesagt. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns zurück ab in Ardenwald. Das sagen wir natürlich auch nicht. Nein, also wenn ich jetzt da reingumpen würde, würde ich glaube ich wieder zurück in den Schlund kommen, aber das müssen wir ja nicht. Wir müssen einfach gediegen und gemütlich zurück in Ardenwald, aber für das brauche ich jetzt mal zuerst mal den Flugmeister. Flugmeister, da hinten! Da hinten haben wir ihn. Wir nutzen natürlich auch gerade unser neues Mount vom Ardenwald. Mit dem können wir ja wunderschön gemütlich mal schnell zum Flugmeister. Ihm gehen Hallöli sagen und fragen, ob er uns ganz kurz schnell dort im anderen Eck von der Welt kann abladen kann. Wir müssten bis da runter, Herz des Waldes. Okay, let's go. Dann sind wir schon fleissig unterwegs. Den Beutel haben wir ja beim letzten Mal schon alles angeschaut. Ich glaube, wir haben da nichts Neues, Besonderes irgendwie drin gehabt. Jetzt soll ich aber noch mal ganz kurz schnell durchstöbern. Ob ich da noch etwas wechseln kann, bevor ich es verkaufe. Dass wir dann auch wieder ein leeres Back haben. Was ist das da? Handschutz des Briefträgers. Von denen gibt es aber, das ist irgendwie ein Set. Komm, das packen wir mal noch schnell da, aber das verkaufen wir noch nicht. Das ist irgendein Set, aber ich weiß nicht für was. Und der Rest ist eigentlich alles... Oh, das können wir glaube ich öffnen. Wo hat das jetzt gestanden? Questgegenstand. Nein, ich glaube wirklich, sonst ist alles zum Wegschmeißen. Das können wir da noch öffnen. Das können wir im Fall auch da runter tun, noch ganz kurz. Aber der Rest sieht alles zum Wegschmeißen aus, also wo wir eigentlich gar nicht mehr brauchen können. Ja, moin! Dann würde ich sagen, dann sind wir ready. Dann machen wir uns auf den Weg Richtung Herz. Ja gut, das ist schon ein kleines Stückchen. Also da die ganze Zeit hin und her fliegen, dauert halt immer ein kleines Momentchen. Aber das nehmen wir doch jetzt ganz liebend gerne auf uns. Ja, wunderschönen Ausflug. Jetzt ist aber die Frage, oder was ich mich frage, können wir jetzt im Kapitel weitermachen oder nicht? Weil im Großen und Ganzen bin ich jetzt wirklich langsam unsicher. Aber ich würde sagen, wenn wir das nicht anbringen, machen wir einfach noch ein paar Weltenquests, warum nicht? Und da haben wir sowieso noch 2 Quests und ich müsste unbedingt abgeben. Was sind die eigentlich? Die bringen mir einfach nur noch Gold, soweit ich jetzt so gesehen habe. Die bringen mir einfach nur noch Gold. Und da würden wir noch ein... ja gut, wieder Vielseitigkeit, das kann ich nicht gebrauchen. Aber wieder 2 Gold. Die Quest müssen wir dann noch schauen, dass wir die mal im Verlauf noch abgeben können. Was ist denn das? Der Offensive der wilden Jagd. Versuchte Truppen gestört. 30%. Wann habe ich denn das gemacht? Das sind so die Nebenquests, die man machen kann. Aber wann habe ich denn das gemacht? Muss es schon ewig her sein. Oh Jägeli. So. Ab zurück. Wo muss ich hin? Da oben. Also da unten haben wir sicher schon mal nochmal eine Quest. Wie ich gesehen habe. Da haben wir nochmal eine Quest, eine Hauptquest, die wir annehmen können. Jetzt müssen wir aber zuerst mal schauen, dass wir die andere Quest abgeben und die andere annehmen. Ich glaube, das ist schon mal der richtige Schritt, wie wir es machen wollen. So, Sally Flatterling. Wir kommen zurück, der Bolvar schickt uns. Quest beendet. Spricht mit Zahiat. Okay, mit Zahiat. Ah, das ist sogar gerade der, wo wir jetzt nochmal eine Quest haben. Nein, jetzt muss ich da runter. Das muss man merken, dass wir da runterlaufen können. Ich Löli. Ich absolute Löli. So, Zeihand, die Erbauerin, Sally, Sanktumsaufwertung, genau. Für da brauchen wir nämlich die leeren Seelen. Seele retten, Quest beenden und dann haben wir das erste neue Wachstum. Dann beginnt eine Sanktumsaufwertung annehmen. Okay, wir haben 1100 Anima sogar schon zusammen. Das heißt, wir können alles aufwerten aus der Taste, weil das kostet 1500 und 6 von diesen Seelen, wir haben jetzt gerade 5 erlöste Seelen. Das würde eine kosten, das würde auch eine Seele kosten und das würde eine Seele kosten. Aber das hier ist das billigste eigentlich. Jetzt ist die Frage, Reisenetzwerk. Mit dem würden wir halt ein Reisenetzwerk haben, wo wir schneller vorwärts kommen. Anima-Leiter, vielleicht ist mir Ultra und möchte ein Gerät Anima, sobald es wieder betriebsbereit ist. Ich würde ganz ehrlich sagen, wenn machen wir mal den Befehlstisch, weil das würde am wenigsten Anima kosten. Jetzt einfach mal schauen. Helft das Reich zu schützen und erhalte das Gleichgewicht im Ardenwald. Rekrutiert Gefährten und Truppen und schickt sie auf eine Reihe Abenteuer überall in den Schattenlanden. Nach der Aktivierung habt ihr Zugriff auf weitere Aufwertungen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal das da. Aufwertung. Okay. Wird erforscht. Geht eine ganze Stunde, bis das erforscht wird, aber wir haben es schon mal gemacht. Okay, also muss ich die Quest wieder oben abgeben.
Also bei mir haben wir jetzt zumindest etwas aufwerten. Das heisst, wir verfahren erst in einer Stunde. Was genau das auf sich hat, eigentlich können wir da genau in unsere Gestalt reingehen. Sind wir wenigstens ein bisschen schneller unterwegs. Wenn wir das schon machen können. Sally, Mondbeere, das sind wir schon lange nicht mehr gewesen. Fürs Bände. Trefft euch mit Flatterling in der Schmiede der Bande. Wir werden uns wiedersehen. Hä, der ist ja gerade wieder da. Wieso, die schicken mich da von einem Ort zum anderen. Das sind so Lülis. Dann gehen wir halt wieder da zum Flatterling. Sally Flatterling. Wir haben eine Quest für dich. Quest beenden. Schließt das Ritual der Seelumbindung ab. Annehmen. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Hä, was muss ich jetzt machen? Geht ein Seelenband mit Nia ein. Nia. Ich habe so viel Ich zu bin lernen. bereit anzufangen. Warte mal schnell, Seelenband. Blickt gen Himmel. Was wäre doch das da? Raumstufe 3, das sind wir doch gar noch nicht, oder schon? Können wir das jetzt machen? Als nächstes. Ich mache jetzt einfach, ich bin bereit Ich anzufangen. gebe mein Bestes. Okay, jetzt sind wir irgendein Seelenband mit der Nia eingegangen, aber was das heisst, habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Das finden wir wahrscheinlich jetzt noch gerade schnell raus. Quest beenden. Beharrliches Band. Königin und Ja, nice. Warum fragt Ja, ihr? nice. Aktiviert einen Seelenbandbonus, indem ihr die Schmiede der Bande benutzt. Ist das die Schmiede? Ihr bekommt Geisteranklang. Wilde Geister hält 3 Sekunden länger an und verursacht 10% mehr Schaden. Freudentaumel heilt euch im Verlauf von 8 Sekunden zusätzlich um 10% eure maximale Gesundheit. Tönt auch noch gut. Erhöht die Dauer der sekundären Bewegungsgeschwindigkeit von Aspekt des Gebarden um 3 Sekunden und verringert die Ablenkzeit um 16 Sekunden. Was ist denn der Aspekt vom Gepard? Habe ich die jemals schon gebraucht? Ah, das ist der da. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit zunächst 5 Sekunden lang um 90 und daraufhin 9 Sekunden lang um 30 und mit dem würden wir so weiter um 3 Sekunden und es wie 16 Sekunden schneller abblinken. Es hat sowieso eine Blinkzeit von 3 Minuten. 13 Minuten. Der Freudentaumel würde mich fast am meisten reizen, weil wir kommen immer wieder mal in Situationen, wo wir bis jetzt haben müssen uns schnell heilen. Und das würde natürlich sehr helfen. Aber wilde Geister hält 3 Sekunden länger an und versucht 10% mehr Schaden. Was ist wilde Geister? Wilde Geister? Was ist wilde Geister? Habe ich das überhaupt? Wilde Geister. Jetzt muss ich da schnell durchschauen. Wilde Geister, Aspekt der Irrenführung, Gegenstand, Tötungsbefehl, Stachel, Erschütterung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was wilde Geister sind. Wildtierkunde. Wilde Geister, ah, das ist die Spezialfähigkeit, die wir von innen bekommen haben. Das ist natürlich ziemlich nice. Hält 3 Sekunden länger und 10% mehr Schaden für die Fähigkeit, die wir von denen bekommen haben. Das ist der Kreis, den wir einsetzen können, und wenn sie reinstehen, kommen sie Schaden über. Und ich glaube, wir sind auch noch stärker, wenn ich mich nicht täusche. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal an. Nächsten Mal. Okay, das ist der Schmiedetisch. Schmiede der Bande. Ui. Es wird nur komplizierter, nicht weniger. Heimkräftigung. Wenn ihr Schaden oder Heilung verursacht, besteht eine Chance, einen Stapel umgeleiteter Anima zu erhalten. Umgeleitete Anima erhöht 3 Sekunden lang eure maximale Gesundheit um 1% und eure Meisterschaft um 25%. Stapel überlappen einander. Wenn ihr wilde Geister aktiviert, erhaltet ihr 16 Stapel von umgeleiteter Anima. Also wenn ich jetzt das da einsetze, dann komme ich 16 Stapel dafür über. Das heisst 16 mal 25, wenn ich das jetzt richtig verstanden, und 16 mal 1%, also 16% mehr Gesundheit und 16 mal 25, keine Ahnung, ich bin kein Mathe-Genie, jetzt soll ich das mal ausrechnen. 10 mal 25 250, dann nochmal 6, irgendetwas mit 200-300 Meisterschaften, die man mehr bekommen würde. Das ist natürlich ziemlich nice. Jetzt muss ich da, glaube ich, mal draufklicken und aktivieren. Moin, okay. Und jetzt haben wir da 3 Seelenbanden, die wir eingehen können. 2 sind noch geschlossen, mit der Nia haben wir das jetzt erledigt. Sehe ich das richtig? Okay. Jetzt sind wir mal die Quest beenden. Bin ich froh, Hey, ist das euch zu mühsam. sehen. Ich persönlich würde sagen, wir bekommen alle 3. Ah, ich habe gemeint, wir müssen uns sogar für einen entscheiden, oh Jägeli. Fügt der Schmiede der Bande die Medien hinzu und setzt dann eins davon in einen Freiplatz bei Nia ein. Passt auf, wo Annehmen. ihr tretet. Okay, ich muss da jetzt... Jetzt haben wir 3 Sachen bekommen. Erlernen und... Also, dass ich sogar alle 3 bekomme, nice. Ich habe gemeint, ich muss nachher einen von denen rauspicken. Wieso habe ich mir denn so viele Gedanken gemacht? Oh Jägeli. Ja, dann tun wir das noch rein. Und ich würde eben am ersten sagen, wir gehen auf Geisterklang, wilde Geister. Kann ich das jetzt nicht hier einfügen? Ihr müsst zuerst diesen Platz aktivieren. Ah, okay. Hä? Hä? Klicke auf das Medium und dann auf den passenden Platz, um es zu installieren. Medium aktivieren und dann haben
haben wir Medienenergie. Die Installation eines Mediums kostet eine Energie. Alle 24 Stunden wird eine Energie wiederhergestellt. Also wir zahlen Energie für das, was wir das Zeug hier einfügen können. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal das da. Und das bleibt jetzt andauernd. Und dann kann ich dann auswählen von rechts oder von links. Also das hier oben bleibt sicher. Aber das gestapelt mit dem, was wir hier haben, mit wilden Geister, ist natürlich ziemlich nice, weil dann können wir 3 Sekunden lang mit 10% mehr Schaden und es hält 3 Sekunden länger. Glaube ich, ist ziemlich nice. Was? Kann ich das jetzt hier einfügen oder das da? Widerstandsmedium, sind das auch noch verschiedene? Ah, das hat so einen Blitz und das hat so Schild, also es sind glaube ich auch noch verschiedene. Widerstand, Fitness und Potenz, genau, und die Zeichen, da sind ja hier aufgelistet. Also den hier könnten wir erst da unten einfügen. Okay, aber ich will den hier. Gut, komm, jetzt fügen wir den mal... Nein, den hier können wir noch einfügen. Würde ich sagen, weil dann kann sich nämlich das wieder auffüllen. Wir fügen es einfach mal ein. Dann kann sich auch das hier wieder auffüllen da, in der nächsten Zeit. Und jetzt lassen wir das, was kommt denn als nächstes? In der Seelengestalt stellt ihr alle 3 Sekunden 5% eurer maximalen Gesundheit wieder her. Also wenn wir die Seelengestalt einsetzen, die wir jetzt gerade eingesetzt haben, tun wir immer 5% unserer maximalen Gesundheit, alle 3 Sekunden. Stellt ihr alle 3 Sekunden 5% eurer maximalen Gesundheit wieder her. Und das da hebt ja eigentlich in der normalen Base für unendlich und sonst würde sie teleportiert durch 15 Minuten. Jetzt kann ich es nicht nachschauen, weil wir es halt aktiviert haben. Aber das ist noch ziemlich nützlich auch im Kampf, muss ich sagen. Benötigt Raumstufe 3, das haben wir natürlich jetzt noch nicht. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Aber wir lernen es jetzt einfach mal schon, oder? Questbände! Kehrt zu Lady Montbeere zurück. Emblem des Ruhms. Okay. Ab zu dem Lady Montbeere. Wird alles ein bisschen erklärt, aber daraus kommt immer noch nicht. Emblem des Ruhms. Erhöht euren Ruhm bei eurem Pakt um 1. Das heisst, wir würden nachher auf Raumstufe 3 kommen. Sehe ich das richtig? Seht euch hier Seelenbonis an. Ah, und so kann ich direkt immer wieder nachschauen. Okay, Questbände. Raumstufe 3. Okay. Meldet euch bei Hochlord Bolvar Forderung im Oribus. Annehmen. Jetzt müssen wir wieder zurück in Oribus. Und dann haben wir da 3 Hauptquests. Sehe ich das richtig? 1, 2, 3. Hä? Okay. Rettet Seelen im Schlund. Erhöht euren Ruhm bei eurem Pakt um 1. Dafür würden wir noch 5 erlöste Seelen bekommen. Okay, nehmen wir es einfach mal an. Nehmen wir es einfach mal an. Aber jetzt sind wir ja Raumstufe 3, das heisst, das ist jetzt auch aktiviert, oder? Okay. Ich glaube, ich habe es jetzt aktiviert. Ich weiß nicht, ob es automatisch gegangen wäre, aber ich habe es jetzt einfach mal aktiviert, wie es aussieht. Dann haben wir da so eine Quest noch da unten dran. Gehen wir die auch mal gar nicht, weil es sieht aus wie eine Hauptquest. Sammelt Anima für das Anima-Reservoir im Herzen des Waldes im Ardenwald. Dafür würden wir auch wieder eine Raumstufe bekommen. Annehmen. Let's go. Wie viel Anima? 1000 Anima müssen wir sammeln. Okay. Okay. Aber ich bin jetzt mega unsicher, ob das normale Quests sind, oder? Weil das ist eine tägliche, die ist blau. Die anderen zwei sind nicht blau gewesen. Was wünscht ihr? Emblem des Ruhms verteidigt die Bastion, indem ihr tägliche Quests und Weltenquests abschließt. Schätze erbeutet und seltene Kreaturen tötet. Ihr könnt außerdem mächtige Gegner in den Dungeons, Spitze des Aufstiegs und die nekrotische Schneise besiegen. Also wir müssen Bastion verteidigen, indem wir tägliche Quests und Weltenquests abschließen. Dafür würden wir wieder so eine Truhe bekommen, die haben wir schon mal bekommen, nochmal das Emblem vom Ruhm. Wir nehmen es jetzt einfach mal an, aber ich kann nicht garantieren, dass wir das werden erledigen, weil ich glaube, am ehesten gehen wir jetzt zurück zum Meldet euch bei Hochlord Bolvar. Ich glaube, das ist jetzt das Logischste. Machen wir mal das. Die anderen sind, glaube ich, auch schon langsam wieder so wöchentliche oder tägliche Quests. Aber das... Ich bin überfordert. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte doch in die Kommentare. Damit ich auch ein bisschen mehr rauskomme, was da gerade vor sich geht. Dann wäre ich gottesfroh. Gottesfroh. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg zum Bolvar. Schauen mal, wie es dort weitergeht. Vielleicht geht es jetzt nicht mit der Hauptstory weiter, oder wir sind langsam wirklich an dem Punkt, wo wir da immer so in verschiedene Welten gehen, Quests erledigen, was auch immer. Was auch immer. Mal schauen. Aber ich denke, ich mache jetzt einfach mal so lange Let's Play weiter, solange es mir noch ein bisschen Spaß macht. Mir macht es momentan halt mega Spaß, da WoW Let's Playen. Und ich glaube, so lange mache ich einfach mal noch momentan weiter, bis ich dann eben an einen Punkt komme, wo ich wirklich nichts mehr zu tun habe. Und dann sage ich mir, okay, Cut, wir sind vorbei. Okay, fertig. Und dann fangen wir schon mit dem nächsten Projekt an. Ich habe etwas Wundervolles geplant, auf das ich nämlich auch mega Lust habe. Aber das sehen wir dann, das kommt dann bald. So, wie lange geht's denn noch? Hallo? Das sind wirklich immer mega lange Strecken. Berufung, wieso steht jetzt? Also wir sind jetzt da in Torgast wäre die nächste Quest. Für Königin und den Hain. Und Torgast wäre das nächste.
Laut dem Kapitel da. Und das ist Berufung. Ich habe 0 von 3 Berufungen abgeschlossen. Und das wäre eben... Ah, das haben wir sogar eine Zeitangabe. Ein Ruf zur Passion. Verbleibende Zeit 1 Tag, 14 Stunden. Das heisst, ich muss jetzt innerhalb von einem Tag um 14 Stunden das mit der Bastion erledigen. Und das sind wirklich eigentlich... Die laufen nicht ab, oder? Ah doch, das sind wöchentlich. In der Stadt Reservoir auffüllen wöchentlich. Und Rückkehr der verlorenen Seelen wöchentlich. Und das ist die einzige Hauptquest eigentlich, in dem Fall, die wir noch haben. Okay. Okay, dann machen wir einfach mal die Hauptquest weiter. Ich bin mir ziemlich unsicher, wenn die resettet werden, die wöchentlichen Sachen. Weil sonst können wir die wirklich einfach einmal machen, damit wir es gemacht haben. Einfach einmal machen, damit wir es gemacht haben, oder? Gute Frage, schwere Frage. Fragen wir Bolvar. Fragen wir Bolvar. Bolvar weise. Bolvar sehr weise. Bolvar, da hinten. Nicht, dass ich wieder falsch laufe. Ruf des Hochlords. Dann gehen wir zum Bolvar und fragen ihn mal, was er von uns würde verlangen. Was wir da für ihn Gutes machen können. Und dann sehen wir weiter. Wir machen jetzt einfach mal Step by Step. Quest beenden! Findet einen Weg in Torghast hinein, den Turm der Verdammten. Ihr erhaltet folgenden Effekt. Schaltet Zugriff zum Torghast, dem Turm der Verdammten, frei. Also in dem Turm sind wir ja schon mal gewesen, wo wir haben müssen für Revendreth den Prinz Rental befreien. Annehmen. Wir tragen noch Und wie finde ich... die Ketten der Vergangenheit. Stürzt euch vom Ring der Übertragung in den Schlund optional. Fragt Venari nach einem Weg ins Innere von Torghast. Also wir gehen wieder zurück zu Venari in den Schlund. Im Schlund hätten wir ja sowieso noch eine Quest, und zwar rettet Seelen aus dem Schlund 0 von 5. Was wir natürlich auch noch könnten, eigentlich gerade kurz machen. Komme ich da nicht drüber? Hallo? 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 Probieren wir uns da durch teleportieren. Also mit dem kommen wir da auch nicht durch. Und teleportieren können wir uns auch nicht. Oh Mann! Schade. Schade, jetzt habe ich gehofft, das funktioniert gerade so gut. Nein! Mühsam. Wie lange geht es denn, bis wir da raufkommen? Hallo? Kuckuck. Ah, da. Okay. Und jetzt da ab in den Schlund. Let's go. Geronimo! Let's go! Dann gehen wir die Venari mal fragen, was sie davon halten. Rettet 5 Seelen aus dem Schlund, haben wir ja, glaube ich, schon mal gemacht, die Seelen gerettet. Oder ich bin mir da jetzt mega unsicher. Ich bin allgemein mega verwirrt, was da gerade momentan abgeht. Ich mache einfach einmal. Sali, Venari! Wie betrete ich Torghast? Torghast, ja? Sobald ich euch sagte, dass eure Freunde dort festgehalten werden, wusste ich, dass ihr mich bald um Hilfe bitten würdet. Da ich eure Bitte kommen sah, habe ich ein Portalgerät erworben, das in den Turm führt. Ich spare mir die üblichen Warnungen, da eure einzigartige Verbindung von Mut und Tollkühnheit das ohnehin überflüssig macht. Fragt nicht, wie ich daran gekommen bin. Verbucht es einfach als Gefallen, den ihr zurückzahlen müsst. Ich freue mich auf zukünftige Geschäfte mit euch. Okay. Ich freue mich eher, wie kann ich ein Portal aufstellen, ohne dass das der Kerkermeister merkt. Und woher hat sie das erworben? Ja, moin. In Torghast. Fürs Beenden. Nicht. Betretet Torghast und sucht nach Bane. Dafür würde man, wunderschön etwas Neues bekommen. Mit 40 Ausdauer und mehr kritischen Trefferwert und 100 Gold. Wow. Nehmen wir an. Also wir gehen jetzt eigentlich in Torghast den Bane suchen. Aber ich bin mir jetzt gerade eher im Überlegen, ob wir schnell das mit den Seelen erledigen wollen. Aber ich glaube, das läuft ja nicht so schnell ab. Ist das Torghast, oder? Portal nach Torghast. Rein in die Meute. Rein in die Meute. Wir haben jetzt Portal gebraucht, um in Torghast reinzukommen. Okay. Und das ist Torghast. Da hat es mega viel Portal da oben. Also nur da oben hat es 2 Portale. Okay. Was ist das da? Mit diesem Gerät mit einem abgestimmten Splitter versehen wird, kann es verborgene Pfade im Turm öffnen. Verwende den abgestimmten Splitter mit dem Wegfinder. Ich glaube, wenn ich jetzt das drücke, dann kommen wir direkt zum Bane. Aber ich wollte jetzt einfach schnell einmal rumlaufen, um durchzuschauen, was wir da so... Wo sind wir denn? Da ist Torghast, das da. Das ist Torghast. Okay. Also unser Ziel wird sein,
Also da kommen wir nirgendwo durch, aber da oben haben es 2 Portale. Schauen wir uns doch das mal kurz an. Wer bist denn du? Hallo? Okay. Und da hat es auch irgendeinen Dämon? Da hat's noch... Also es hat eigentlich 2 Portale da, aber ich kann die auch nicht anklicken. Kann ich das? Hä? Die oberen Ebenen wählen. Seelenasche. Für was braucht denn Seelenasche? Nochmal. Und es gab bis Stufe 8. Und wir haben Stufe 1. Und wenn wir jetzt das machen würden, würden wir Seelenasche bekommen. Aber für was braucht denn Seelenasche? Hä? Verwirrung! Verwirrung herrscht! Ich bin einfach verwirrt. Okay, einfach mal runtergüchseln da, wie tief das da runter geht. Was passiert, wenn ich da runtergumpe? Stirb ich dann einfach? Das wäre jetzt eine Frage, die ich mir noch stelle. Es leckt wieder. Das ist jetzt eine gute Frage. Was passiert, wenn ich da reingumpe? Probieren wir es einfach einmal. Ah, wir sind gestorben. Geist freilassen. Okay. Jetzt, die Frage hat sich jetzt geklärt. Die Frage hat sich geklärt. Ich kumpe ab, ich sterbe und tauche einfach wieder im Torghast drinnen auf. Okay. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen... Der Torghast und der Bane, den befreien wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde World of Warcraft mit Namen Schweiz. Ich danke vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spass gemacht. Es war halt jetzt mehr ein Anschauen und ein Umschauen, was da genau so los ist. Und jetzt plötzlich sind wir im Turm von Torghast. Aber ich glaube, es ergibt sich immer mehr, so, wenn wir das mal durchgespielt haben, da mit dem Torghast. Danke vielmals fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, einen Kommentar, wenn ihr mir einen Hinweis oder einen Tipp gebt, was da gerade vor sich geht, weil ich bin ein bisschen lost. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde World of Warcraft mit Namen Schweiz. Danke vielmals und ciao!